Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lifeless Planet. Ich bin Extus 19 und nehme das alles zum zweiten Mal auf, weil ich meine Parts gelöscht habe. Ja, scheiße gelaufen, würde ich sagen. Aber ich habe die Lösung immerhin gefunden das letzte Mal und habe auch schon alles fertig gehabt. Und ja, wir machen jetzt einfach nochmal alles und ich kann leider meine Reaktionen nicht faken, also es tut mir leid. Auf jeden Fall müssen wir da die Tilers zumachen und dann durch den Druck macht es uns einen Weg. So einfach wäre es gewesen, aber ich habe den Weg dahinter das letzte Mal nicht gefunden halt. Und ja, machen wir das Spiel nochmal fertig. Es werden schon noch ein paar Parts sein, also es ist nicht gerade zack fertig nach dem. Oh, ja, Glück gehabt. Weil da geht man nämlich zwischen die Taben, das weiss ich glaube ich noch, ich bin nicht mehr sicher. Auf jeden Fall haben wir es wieder ein bisschen kühler. Wer hustet da? Ah ja. Sie hustet da. Помоги, подними. Okay. Наверх. Sie muss rauf. Sie hat da irgendwie zu wenig Luft zum Überleben. Aber ob es wirklich Luft ist, erfahren wir glaube ich erst nachher wieder. Ah, da habe ich das letzte Mal schon eine Mühe gehabt. Ich sage es euch jetzt schon. Es kann sein, dass ich noch ein paar Mal runterfallen wird. Versuche aber weniger zu fehlen als das letzte Mal. Das letzte Mal bin ich wirklich etwa 3-4 Mal runtergefallen. Das sind zum Teil auch ganz fiese Steine. Ja, so wie der da. Hätte ich fast meinen Kopf angeschlagen und wäre wieder runtergesädelt. Oh, yeah. Okay, sehr gut. Jetzt werfen wir mal einen Blick runter. Hä? Was ist das? Einfach, ja, der Horizont, glaube ich. Ich habe schon gedacht, irgendein Energiestrahl. Alright, yes, we did it. Und ihr geht es wieder einigermaßen gut. Cool. Halb nichts, also ausgeatmete Gas. Eben, sie tut Kohlendioxid schnaufen. Zum Teil ist ihr Körper photosynthetisch, also wie eine Pflanze. Genau. Er versteht das nicht, wie sich das wissenschaftlich erklären lässt. Und schaut mal, ich weiss nicht, ob wir das schon erfahren haben, aber irgendwie verströmt sie das Grüne. Haben wir zwar von Anfang an schon gedacht. Es ist aber keine Strahlung, es ist wirklich so ein Moos. Das Lebensmoos von diesem Planet. Aha, ein weiteres Portal. Schön. Allerdings hat das keinen Strom. Wir müssen zuerst von dort hin Strom holen. Das machen wir auch sofort. Au. Ich kann ja nur noch einmal kumpen. Crap. So. Die sehen einfach geil aus, finde ich. Jetzt weiss ich gar nicht mehr. Ah ja, das ist der. Das ist der Crap. Nein! Oh. Wartet mal. Wir müssen zuerst so einen Stein holen. Ah nein, da oben hat es so einen Stein. Das letzte Mal bin ich alles rundherum gelaufen, habe dort hinten, wo es grün leuchtet, einen Stein geholt, aber es hätte gerade dort oben gehabt. Aber irgendwie müssen wir das doch können. Wie ist das gewesen?
Teilers müssen sich anfangen zu bewegen. Ah. Genau. Ist das nicht mit dem? Nein, im Arm ist es nicht. Muss irgendwo einen Schalter noch drücken. Aber man muss gleich da rundherum. Stimmt, okay. Ich mache jetzt einfach den gleichen Weg, wie ich das letzte Mal gegangen bin. So gut kann ich das Game gleich nicht. Das wird von diesen Pflanzen gegeben. He? Amix frage ich mich ein bisschen, warum er es so tragen kann, aber nachher dort reinschieben muss es mit einem Ding. Mit dem Roboterarm. Mit dem Anuspenetrator. Ballem. Okay, jetzt sind die Steine funktionstüchtig, genau. Das letzte Mal habe ich nochmal so einen Stein von da mitgenommen, das brauchen wir aber nicht. Und das finde ich cool. Moment, ganz geschwind. Gut, kann weitergehen. Oh, Moment. So. Die Maus kommt irgendwie immer wieder, das ist schon blöd. Also. Das war das letzte Mal recht tückisch, weil die bewegen sich so leicht. Aber man braucht es wirklich nur als Weg. Ich habe probiert, einen Kreis zu formen und, aber das hat es nicht gebracht. Wow, der Skill, Leute, der Skill! Das letzte Mal hatte ich so Mühe gehabt. Also, gib mir's. Yeah. Wertvoller Nuklearpflanzenstein. Oder so. Okay. Schieben wir ihm den in den Anus. Es könnte ein Anus sein, wer weiß. Blim. Jetzt gibt es da, glaube ich, eine Connection zwischen dem Tor. Ja, schaut dort, seht ihr den Strahl? Ich glaube, das lange eben schon, wir müssen da gar nichts mehr machen. Und sonst schneide ich den Weg zurück wieder raus. Gut. Alright. Was passiert euch dort hinten dran? Was für ein Gebiet decken wir auf? Lady ist am Warten. Cool. Also. Gehen wir ein bisschen den Knopf umschrauben. Alright. Open! Sesam, öffne dich. Ah Leute, warum ich heute gerade Zeit habe zum Aufnehmen? Ist voll cool. Ich hatte heute Spätdienst gehabt, 12:30 bis 9:30. Aber auf dem Weg zum Zug habe ich ein Telefon bekommen von der Chefin und sie hat mich gefragt, ob ich frei will. Habe ich gesagt, ja. Und jetzt habe ich frei. Das ist wirklich geil. Habe mich sehr gefreut. Sieht cool aus. Ich will das auch können. Schau, ich mache alles grün. Sie schnufft immer noch recht stark. Krater, hä? Ein einsames Haus. Wow. Das ist wirklich ein Krater, hä? Huge. Dort unten ist irgendetwas. Was ist das? Sehr zum Land, die ökologischen Auswirkungen unserer Ausbeutung des grünen Feuers, das ist das, was sie verströmt, katastrophal.
Das Pflanzenleben stirbt schnell ab. Wir nehmen an, dass das Moos die Hauptnahrungsquelle für alles Leben auf diesem Planeten war. Zum Leidwesen für unsere Zivilisation bedeutet der Rückgang vom Moos nicht nur einen Rückgang von der Energie, sondern auch weniger Sauerstoff. Menschen und Pflanzen haben angefangen zu sterben. Wie der Zufall das wollte, hat einer der Ärzte etwas Komisches in der Stadt bemerkt. Eine von unseren Assistentinnen, Aelita, hat einen Garten gehabt. Und der ist prächtig gediehen. Wir haben versucht, ihr Geheimnis zu lüften, aber die Aelita hat sich ungewöhnlich zurückhaltend verhalten. Offenbar ist ihr Kind in den frühen Stadien vom Sauerstoffmangel gestorben. Die Aelitas Weigerung, mit uns zusammenzuarbeiten und uns ihr Geheimnis mitzuteilen, hat uns gezwungen, drastische Massnahmen zu ergreifen. Soldaten haben gedroht, ihren Garten zu verbrennen. Aber wenn die Aelita sich bewegt hat, um ihre Pflanzen zu schützen, sind sie stärker geworden. Sie haben auf ihre Berührungen reagiert und sie sind jetzt zum Leben erwacht. Die Aelita ist als Werkzeug betrachtet worden, eingesperrt worden und hat schreckliche Experimente durchleiden. Wir haben sie erheblich auf genetischer Ebene verändert, indem wir eine unglaubliche Menge einheimischer DNS aus konservierten Mooskulturen in ihren Körper injiziert haben. Während sie vor Schmerz und Protest aufgekühlt hat, haben wir ihre Menschlichkeit auf molekularer Ebene aufgelöst. Also wir haben es einfach genommen, ja. Als wir mit ihr fertig waren, war die Aelita eher eine Pflanze als ein Mensch. Ihre Augen haben eine leuchtend grüne Farbe bekommen und ihre Lungen haben sich mit CO2 gefüllt. Aber es war ein Erfolg. Ihre Fußspuren beleben den Boden. Aus dem Boden sprießen kleine Keime vom Leben. Das Moos reagiert auf ihre Berührungen und es erhebt sich aus dem Staub. Ich erwarte nicht, dass die Aelita uns vergibt, aber sie ist die einzige Hoffnung, das Gleichgewicht vom Leben auf dieser Welt wiederherzustellen. Ohne die Aelita ist der Planet bis in alle Ewigkeit ohne Leben. Also ist das die Aelita dort oben. Und sie ist die einzige Überlebende. Da haben wir noch Sprünge. Okay. Wirklich ein riesiger Krater. Ich frage mich, was da passiert ist. Und ich hoffe, dass keine Stürme kommen, die uns kaputt stürmeln. Das wäre uncool. Was ist das? Dinosaurier-Scheiße. Die erste Analyse vom Meteor zeigt, dass er nicht typisch für terroristische Meteor ist. Nach weiteren Untersuchungen scheint der Meteor Teil von einem hochtechnisierten Fahrzeug zu sein. Unsere aktuelle Theorie ist, dass der Krater der Landeplatz für die fortgeschrittene Rasse war, die Portal und die damit verbundenen Energiestrukturen aufgebaut hat. Wir haben einen Forschungsauspost auf dem Kraterrand errichtet und wir planen, die Gegend zumindest im nächsten Winter zu erforschen. Nur ist der Winter nicht mehr gekommen. Also auf dem Kraterrand oben. Oh, dort. Mal schauen, ob wir dort unten dran noch etwas machen müssen. Ich glaube es eben schon. Ich bin aber nicht mehr sicher. Wie der Term immer spreizt, ist mir gar nicht aufgefallen. So ein Tintenfisch. Blub, blub, blulpo, blulpo. Aha, da hat es einen Eingang und eine Seilbahn. Also da durch kommt man nicht. Man kommt recht weit auf, aber nicht ganz. Okay, alles klar. Wegen dem sind wir runtergekommen. Eigentlich nur wegen dem. Aelita, wir können weiter. Aelita, Lolita. Oh nein! Gib mir nochmal, dann habe ich mega viel.
einen Vulkan gesehen. Ist sie schon übergelaufen? Ich sehe mal kein grünes Zeugs. Ah, dort steht sie unter dem Licht. He? Ist sie? Ziemlich sicher. Ja, ja. Okay, Alita, wir gehen über. Wir gehen runtergumpen. Okay. Schnuff nicht so stark. Wir schaffen es schon noch, dich zu retten. Hoffe ich. Jetzt wirklich so grüne Augen. Man sieht es da jetzt leider nicht. Komm, komm. Es geht mir der Sauerstoff aus. Ein Landeplatz. Und dort unten hat es wieder so Ring. Okay. Die Alten. Was sind das für Spuren da? Einfach ein Ring. Im Boden. Was sind echt die? Die Russland. Die Russen haben offenbar das Werk der Portalschaffer erforscht. Das Netzwerk von Monolithen, riesige Energiestrukturen und die Anzahl von Wänden und Türen um sie herum. Ich weiss immer noch nicht, wie das alles zusammenhängt. Aber da liegt ein Stein. Das ist doch schon mal etwas. Und dort ist wieder so ein Loch. Stein plus Anus gibt Anusstein. Das heisst, wir müssen den Stein Anus einführen. Das hat mir gefallen. Und was ich das letzte Mal nicht geschnallt habe, ist... Ah nein, da hat es gar nicht, ist gut. Also ist beim anderen. Der zweite, das sind glaube ich nur 2. So. Das da rein. Nimmst du Nacht. So. Und das habe ich nicht geschnallt, dass das Schalter sein sollte. Okay. Jetzt das ganze Teil aktiviert sein. So geil. Es ist einfach so geil. Ab dem zweiten Mal, wo ich jetzt das gesehen habe, ist es immer noch geil. Und es gibt so einen Lichtstrahl. Jetzt müssen wir das da Alita sagen. Es tönt so gefährlich, ich komme Gänsehaut über. Genau, sie kann drüber schweben. Und dann gesehen, um den schwarzen Ring herum, warte, ich zeige es gerade, damit wir es besser sehen. Hat es nochmal einen grünen Energiereifen-Ring. Das ist echt so geil. Und der hebt halt den Ring in der Mitte und irgendwie kanalisiert der Ring die andere Energie von diesen 2 Platten. Fragt mich nicht, wie das funktioniert. Ich habe zuerst mal so Angst gehabt, da durchzulaufen. Einfach, es könnte ja ein Viech sein, das mich jetzt in Anus einführt. Sorry. Ich habe es ein bisschen mit dem A-Wort in diesem Part. Schlimm, schlimm. Alita, ich bin schon da.
Okay. Da gibt es noch weiteres zu Tylers, aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Bis dann. Captain Exitus sagt Adieu. Peace.